Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren ganz speziellen Review. Und zwar das mal von unserem eigenen Mock. Wir nennen das Hubelklotz Mock Power Patrol inspirierte Train Patroller inklusive zugehörige Fahrzeug. Und zwar zeige ich euch das jetzt einfach einmal. Wir haben einen Zug gebaut, der hat einen Loki, das wäre der Train Patroller. Und wir haben 6 Fahrzeuge mit Power Patrols drauf. Die Figuren sind von AliExpress, kosten 10 bis 20 Franken, respektive 10 Franken. Und wenn ihr den Rider noch dazu habt, 20 Franken. Die sind offiziell lizenziert von der Firma, die Power Patrol erfunden hat. Also alles okay. Rest vom Zug, alles original Lego. Wichtig zu sagen, weil wir haben es so bauen, dass man es nachbauen kann. So, das hätte dann 1410 Teile, ist 450 Franken teuer. Wir haben gesagt, ist für 6 plus. Und wenn du unsere coole Anleitung hättest, kannst du sie 2 bis 3 Stunden bauen, falls du alle Teile schon hast. Jetzt aber Vorhang auf für den Power Patrol Zug. So, du hast den jetzt eigentlich erfahren und jetzt steht er da. Wie gesagt, 1410 Teile. Ich sage dir jetzt noch, das sind 292 Teile und man braucht 150 Franken, um den zu bauen, falls du nur den Power Patroller Zug, Train Patroller willst bauen. Hauptsächlich deswegen, weil wir einen 9 Volt Motor drunter haben. Sonst wäre es wahrscheinlich noch 50 Franken billiger. Dann haben wir den Chase, der hat nur 27 Franken gekostet in den Teilen und hat 194 Teile. Der Marshall hat 176 Teile und kostet 29 Franken. Der Rubble hat 241 Teile, was halt am meisten ist und kostet 47 Franken. Im Rocky Seas kostet auch 47, hat aber noch 176 Teile. Und dann haben wir noch den Suma, der kostet am meisten, der kostet 64 Franken und hat nur 144 Teile. Und die Sky, die würde 31 Franken kosten und hat 177 Teile. So viel, wenn ihr das mal nachbauen wollt, dann wisst ihr, was euch kostenmäßig erwartet. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Fahrzeuge im Detail an. Das war der Train Patroller. Den haben wir ursprünglich entworfen für die Sophie Bricks 2026, wo am 17. und 18. Januar 2026 war in Zofingen. Und da das ein bisschen weniger ist, haben wir gefunden, ja, wir die anderen Fahrzeuge dazu auch bauen. Das war eine Familienentscheidung und wir haben auch den ganzen Zug als Familie gebaut. Inspiriert das Ganze von Spielzeugen, die wir da haben. Das ist also inspiriert vom Power Patroller, erste Generation. Und die anderen Fahrzeuge alle auch. Von Spielzeugen, die wir da haben, die sind mehr oder weniger fast exakt so gross, haben halt einfach normale Rädchen und vielleicht so ein bisschen nicht Zugrädchen, wie immer. Das ist unser Chase. Der hat, also die AliExpress-Variante hat so Sachen zum Auftun, zeige ich nachher nicht mehr. Hat Hütli, wo er drauf tun kann, hat Lichter, wo er Sirenen machen und so weiter und hat wie das wie auch so einen Wurfanker oder so, er kann ja auch Netz und so weiter, aber ja, hat häufig etwa mal seinen Wurfanker, wo er etwas aufzieht. Und darum haben wir gefunden, bauen wir das da auch ein, natürlich. Das wäre der Chase. Dann haben wir den Marshall. Der hat da so eine bewegliche Leiter und ja, eben alles original Lego, aber auch original abeinander gehauen. Weil sonst wäre die so lang und das wird doof aussehen. Und bis jetzt habe ich noch ein anderes Element gefunden, das sich als Schiebeleiter ändert und auch aussieht wie eine Leiter. Wenn ihr was wisst, gerne einen Kommentar damit, dann tue ich es anpassen. Kann man wie gesagt drüllen, aber nur bis da, weil ja, da hinten sind die Röhren dran. Der hat einen Haufen Licht und da eben der Marshall. Dann haben wir den Rubble. Der hat hier eine Schaufel grosse, wie der das sonst auch hat. Hat hier eine kleinere Schaufel, wie jetzt bei dem spezifischen Modell, das wir nachgebaut haben. Hat auch hier hinten eine kleine Schaufel und hat hier so Ketten, wie halt, wenn man mehr oder weniger Kettenbetrieben unterwegs ist. Ist halt nur Deko, aber soll so aussehen. Dann haben wir den Rocky. Der hat hier seine Zinken, wenn man so will, zum Auflöpfen von Sachen. Hat hier seine Container, die er bei unserem Modell auch dort hat. Und das, was mir am wenigsten gut gefällt, ist, er hat da hinten die Klappe.
Und die wäre eigentlich in dem Grün oder in dem Grün vorgesehen, aber die gibt es ausschließlich in dieser Farbe, wo einigermaßen grün ist. Und wenn es die mal in einer dunkelgrünen Variante gibt, kann ich sie dann noch einbauen. Ansonsten, wie gesagt, Rocky drauf. Dann haben wir noch den Suma. Der kann natürlich dann mit der Schiene ins Wasser fahren und weiter schwimmen. Also nicht in echt, aber so, wer es denkt. Ist am lustigsten gewesen nachzubauen, aber wie gesagt, teuer. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil schon die paar Slopes da 20 Stutz gekostet haben. Von diesen 64. Also ein Drittel sind nur die einen Teile, weil die super rare sind. Genau. Und dann haben wir noch unsere fliegende Hund Sky. Die hat hier natürlich ihre Propeller, hat hier Flügel und damit es aussieht wie ihr Fahrzeug, das wir eben nachgebaut haben, hat sie hier ein Rädchen. Und normalerweise wäre da hinten auch ein Rädchen. Darunter drinnen natürlich, aber da wir alle Rädchen einfach austauscht haben mit Zugrädchen, sieht es einfach nur so aus halt. Genau, ich tue euch die mal noch hier so hin, dass ihr alle könnt auf einmal anschauen könnt. Das sind, wie gesagt, alle unsere Zugteile, Wege, wie auch immer. Wir können natürlich die auch einzeln motorisieren, dass sie auch einzeln fahren können, aber da es ja eigentlich für eine Ausstellung erfunden worden ist, kann vor allem der Train Patroller fahren. Ja, das wäre es, glaube ich, gewesen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, sind Kommentare damit. Und falls euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Like. Wie auch immer, kommentiert, falls ihr sonst noch etwas zu sagen habt. Muss ja nicht eine Frage sein. Und es würde uns natürlich sehr freuen, falls ihr noch nicht habt, wenn ihr uns noch abonnieren würdet. Damit ihr nie mehr etwas verpasst. Und ebenfalls würde es uns freuen, wenn ihr noch ein bisschen da bleibt und noch ein paar Videos schaut, dass da vielleicht auch jemand teilt, den ihr kennt, vielleicht aber mit Kind, wo gerne Paw Patrol hat oder so. Und sonst sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Ciao zusammen!